It's impressive that you managed to survive this long. Somit grüße zurück zu Generation Zero. Wie du vielleicht gemerkt hast, diesen ganz brutalen Cut in der letzten Aufnahme, da war ich dann schon ein bisschen sauer. Scheiß Lynx. Wir werden diese Mission jetzt natürlich fortsetzen. Wir haben ja noch was. Schau her. Eine letzte Exkursion. Das war das mit den mit den sowjetischen Maschinen. Und diese Soldatin, diese sowjetischen, die sich damit irgendwelche, mit irgendeiner FNEX-Maschine angefreundet hat, etc. Genau. Lynx und hin und her und bla bla bla, das haben wir aber glaube ich schon gelesen. Und nun werden wir uns dorthin begeben. Ich hoffe, dass wir in den Kampf kommen. Kurzen Augenblick. Ich hatte mir gerade noch eine Waffe eingesteckt, die werden wir nun ausrüsten. Brauchen wir da sonst noch irgendeine? Was haben wir jetzt da? 1. Auf der 2. Die hier. Auf der 4. Ihn hier. 5, 6. Was haben wir auf der 6? Genau dich. Passt. Wir werden uns gleich mal mit ihm hier ausstatten. Und dann werden wir mal schauen, ob wir uns mit den Lynx auseinandersetzen können. Wollen, müssen, dürfen, sollen. Wie weit ist denn das? Wir müssen dann einmal zurück nach Stenmyrer Berge. Das ist genau da. Im Norden hätten wir ihn hier. Der ist ja Stufe 4. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Geil. Nur dass du Bescheid weißt, geil. Also wir machen jetzt nur diese eine Exkursion da fertig, diese Mission heute. Und schauen, dass ich die Episodenlängen in ca. 20 Minuten, 25 Minuten reinkriege. Was ja bei mir relativ schwer ist. Ja, weil dann übersehe ich die Zeit wieder und dann artet es aus. Weißt du was? Ich habe nämlich 45 Raketen zu Hause lassen. BZW in der Plünderer. Hier ist eine Einfallstraße. Wir werden das Ganze umgehen, dadurch durch den Wald. Aha, das geht da gar nicht, siehst. Vielleicht finden wir irgendwo einen kleinen Pfad nach oben. Das ist da unter Unterschlupf. Sie haben ja so viele neue Punkte dazu eingefügt in die Karte. Viele davon kenne ich ja noch nicht einmal. Aber warte mal. Da drüben ist die Kirche. Wir könnten uns... Warum? Was hast du? Bitte nicht. Spiel, mach mich jetzt nicht deppert. Wir nehmen mal alle Waffen mit. Mal schauen, was wir alles so ergattern können. Ja, da ist ja einiges da, was wir brauchen könnten. Können wir beides nicht brauchen eigentlich. Was ist jetzt mit deinen aufgehobenen Waffe? Stufe 2. Jetzt mal ein bisschen schleichen.
Ja, gehen wir mit, ist wurscht. Na, die nehmen wir noch nicht mit. Für die Experimentelle hätten wir genug. Noch will ich nicht gegen ihn kämpfen. Wie weit ist denn das jetzt noch? Schon ein schönes Stück. Egal, wir werden jetzt ein bisschen schleichen. Wie heißt es in dem Spiel so schön? Man kann auch ohne einen Schuss abzugeben ans Ziel kommen. Wow. Na? Darfst du ein bisschen die Atmosphäre genießen? So. Komischerweise, wenn ich jetzt da so Generation Zero Episoden aufnehme, die sich bei Nacht abspielen, ich frage mich bitte nicht, warum das so ist. Die Nacht-Episoden sind im Schnitt um zig Gigabyte kleiner, als wie wenn ich sie am Tag aufnehme. Also bei Sonnenschein. Keine Ahnung warum. Kurz einen Blick. Ja. Also ich bin momentan dabei, ein bisschen auf No Man's Sky zu achten. Es gibt ja durch dieses, man, das ist jetzt da weit aus der Vergangenheit in die Zukunft gesprochen. Dieses Waypoint-Update hat einige Probleme gebracht und jetzt warte ich auf einen Hotfix, den sie angekündigt haben. Folge der blutigen Spur. Jetzt stell dir mal vor, man hätte nicht immer solche Punkte, die da was ansagen, sondern du hättest, sagen wir zum Beispiel jetzt da, also Missionsdesign, finde heraus, was es mit der Notfallsignalfackel auf sich hat. Hä? Was? Ach so.
Ah, das ist da. Ich schätze mal Gegner. So ein Missionsdesign wie in Elden Ring zum Beispiel. Das ist das Einzige, was ich weiß, gell? Also ich habe Elden Ring noch nicht gespielt und derzeit auch kein Interesse. Ich habe es zwar zu Hause, gleich wie Dark Souls 1 bis 3 und Bloodborne. Allerdings muss ich dir gestehen, ist mein Interesse derzeit an From Software Spielen irgendwo bei 0. Ich glaube, jetzt sogar die ganze Familie aufgeweckt. Was? Die Burschen von Systemic Reaction? Ich glaube, so heißen die Entwickler. Sie könnten es ja, weißt? Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten die Waffen nicht und müssten uns damit mit Klarscheiß herumklabusern. Ich werde sicher wieder ausrasten. Brauchen wir nicht. Den nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das. Perfekt. Wir könnten aber zumindest, warte mal, wie weit ist denn der weg? Da gibt es nämlich, da ist fremde Maschinen und da ist die Vorzugslieferung. Das ist eine Nebenmission. Na, die machen wir heute nicht. Heute konzentrieren wir uns jetzt einmal da auf den Schwachsinn und mal schauen, was da kommt. Und dann schauen wir weiter. Zeit haben wir genug. Ich schätze mal, dass wir jetzt gleich bitterböse Überraschungen erleben werden, sobald wir Bingo. Suche das Ende der Straße. Und da steht uns jetzt ihr kleinen, verfluchten Bastarde. Naja. Aber ich lasse mich gerne auf Herausforderungen ein. Der hat sich ein bisschen was vom Apokalypse-Tank angeschaut, ha? Schau mal. Jetzt kommt man mit dem Maschinengewehr.
Oh oh. Mary Poppins, wir haben ein Problem. Und dahinter wird auch gekämpft. Boah, ist die Raketen hat jetzt gesessen. Du kleines Drecksau. Wurscht. Ich hab's ja schon mal erwähnt. Trotz der vielen Schwächen und Kritiken wegen dieses FNIX-Basens aufploppen etc. Das Grundgerüst ist ein Hammer. Suche im Hafen nach Hinweise auf die beiden letzten überlebenden Widerstandsmitglieder. Ach du Scheiße. Jetzt können wir uns da mit hilfsbedürftigen NPCs auch noch herumärgern, oder was? Puh! Naja. Noch ein bisschen Gummi, nehmen wir mit. Nase juckt. Jo. Ach schön, die haben noch geraucht, ha? Ja. Okay, komm. Brauchen wir. Haben wir genug. Ich höre einen Tank. Der nimmt mich gleich für eine Runde Spank. Also hinten sind zwar Tank. Ist in Ordnung. Z. Auf dem Karton steht eine Botschaft. Wir werden überleben. Amina und Tim. Neben der Botschaft hängt ein Blatt Papier, auf dem steht: Mila und Mens sind tot. Es tut mir so leid, so leid. Wir hatten das mit dem verflixten sowjetischen Notizbuch bleiben lassen sollen. Es war nichts als eine blöde Idee und jetzt sind sie tot. Die Maschinen haben alles überrannt, als ich mir das Buch gerade schnappen wollte. Als ob sie es gewusst hätten. Verflixte Eisenviecher. Die sowjetische Soldatin ist sofort zum Ausgang gerannt und ich, bescheuert wie immer ich noch bin, habe mich auf sie geworfen, statt mich auf die Maschinen zu konzentrieren. Ich habe das Mäppchen mit ihrem Notizbuch erwischt und dann hat es in der ganzen Lagerhalle Kugeln gehagelt. Mons ist sofort umgefallen. Er war so ruhig, als er gestorben ist. Da ist es wohl wenigstens schnell gegangen. Wir haben es unter heftigem Beschuss nach draußen geschafft, aber Mila hat eine Kugel ins Bein gekriegt und ist auf dem Rückzug zusammengebrochen. Sie hat uns angefleht, ohne sie weiterzulaufen, und dann sind die Maschinen über sie hergefallen. Wir sind davongerannt, das blöde Notizbuch haben wir auf dem Boden vergessen. Es war alles umsonst, sie sind umsonst gestorben. Für meinen bescheuerten Plan. Es tut mir so leid, Maria. Ich hätte das nicht riskieren dürfen. Ich wusste, was für eine gefährliche Mission es war und habe es trotzdem getan. Ich kann verstehen, wenn du mich jetzt nicht mehr als Anführerin willst. Vielleicht hätte jemand mit mehr Erfahrung vorhergesehen, dass unsere letzte Exkursion schiefgehen würde. Ich weiß es nicht. Ich hätte echt gedacht, dass alles gut gehen würde. An den Finder dieser Nachricht, falls du irgendwie Kontakt zum Widerstand in Österreich hast, sag bitte Maria Bescheid, was passiert ist und dass Tim und ich in Ordnung sind. Tim ist am Bein verletzt, deswegen suchen wir uns einen sicheren Ort, wo es heilen kann, bevor wir uns auf den langen Rückweg machen. Aber wir werden es schaffen, keine Sorge, wir wissen, wie man ungesehen vorwärts kommt. Und ich werde niemanden mehr zu riskanten Exkursionen anstacheln. Das steht fest. Wir melden uns beim Widerstand, sobald wir wieder in Österreich sind. Es tut mir leid, dass das so ein katastrophaler Fehlschlag war.
Liefere die gesamten Informationen im Außenposten im Marschland ab. Naja. Im Arschland? Wo ist denn das? Aha. Also nur dort hier reisen, dass wir wieder ein Stückchen laufen können. Also das Spiel behält uns ja wirklich in Bewegung. Sport ist Mord. Na gut. Sport ist Mord mit Maschinen vor Ort. So. Ja. Wie du siehst. BZW hörst, es ist eine Freude hier zu sein. Jawohl, jawohl. Klein Kenny findet's toll. Mhm. Kann nur sein, dass das Video irgendwann nach meinem 41. Geburtstag rauskommt, wo ich dann in Zukunft singen kann. Den alten Kenny hat's gefreut, ja, ja. Scheiß mir, aha. Ich muss es leider ein bisschen pragmatischer machen. Weil die halten ja gleich noch mehr aus. Dreckigen Bastarde. Aha. Das ist ja ganz gescheit. Sie sind heute zu zweit. Ganz locker vom Hocker. Da noch einer. Ja. Tür zu, es zieht. Draußen ist wieder Lynx unterwegs, oder Lux, wie man so schön sagt. Diese pfeilschnellen Bastarde. Mission abgeschlossen. Okay, noch sind wir außerhalb der Reichweite, aber wie soll man das nicht als Unterschlupf nehmen? Man kann das verstehen nicht. Das ist mir ein Rätsel. Gut, stellt sich nur die große Frage, was machen wir jetzt?
Nicht allein. Ah, das ist Himfjell. Okay. Ist gebongt und kapiert. Man könnte... Was könnten wir denn machen? Finde die Brücke. Gute Nachrichten. Das Gesetz des Landes. Wo ist der? Die Funkabzeichnung berichtet von einer Gruppe bei Suchen. Weiter darüber wurde nichts berichtet. Karte. Wo ist der Flughafen? Da ist der. Die große Frage, von was für einer Seite geht man denn das an, wenn wir so lustig sind? Weißt du was? Ich werde mir das überlegen, was wir als nächstes angehen. Wie du siehst, wir haben ja noch genug zu tun. Es gibt ja noch genügend Orte, die man erkunden kann. Und ich werde unseren Charakter wieder ausräumen in... Bin mir jetzt noch nicht sicher, entweder am Flughafen oder Steinhager. Und bis dahin wünsche ich dir was. Baba dabei.